Haut du meeschte fachte Sonndech begräessen ich aus der Kirch vun Dummelding, méiwer dro vunheit Sondes Mass. Et singt d'Choral Saint-Cécile Dommeldange, Dirigentin as José Letsch, Organistin Janine Dondlinger, Keyboard spielt de Robert Depta. Mir heieren als Entrée Fantasia C-Dur vum Bach. De nos sangemer avec toi nous irons au désert vum Gélineau. Homme au milieu des hommes, Fourimo à Berthier, Attende Domine, Je vous salue Marie vum Jean-Pierre Schmidt, Here I am Lord vum Schutti, an als Schlusslied Si la mer se déchaîne vum Lydia Lelon. Wir hören als Sorti Toccata von der Suite Gothique vom Boelmann.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heut zu Dummelding an der Kirche, a leif alle Gur, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. D'Fastenzeit, d'Vierberedungszeit op Ostern, as lo schon e pur Deeg am Gang. Los ma mat der ganzer Kirch resolut an des Zeit vu Gebiert a Bos eraklammen. Das ist schon wichtig, weil dem Herrgott das Qualität von eiser Relation mit ihm nicht egal. An der Person von Jesus Christus will ihn sing Allianz a Freundschaft mit uns erneuern. Bekeier dich, gelebt und die gute Novelle. Los ma des Invitation vom Jesus unholen an uns innerlich von ihm erneuern lassen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch.
mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lief Leid, wir hören haut Bischofswort für die Fastenzeit. Es gëtt vier gedrohen von der Pastoralassistentin Claudine Motz. Bischofswort für die Fastenzeit 2021. De Glaven mat Fried nei an de Blick holen. Lief Brüder und Schwestern am Glaven. Seit März 2020 huet die Pandemie als Welt einmal mehr, einmal manner fest am Griff. Die Situation rund um den Coronavirus als Thema Nummer 1 an den Nachrichten. Sie betrifft quasi alle Aktivitäten quer durch die Gesellschaft, und auch an der Kirche. Besonders Zürich die vulnerablen Leute an den Spitäler, Pflegen an Altersheimer stehen und steht am Mittelpunkt von unserer Aufmerksamkeit an unserem Gebiet. Aber auch die Flüchtlinge, wie auch die im hier Arbeit fährten oder arbeitslos sind, die auf der Straße leben oder so in einer prekären Situation sind, wollen wir nicht vergessen. Die Situation von der Pandemie, die nach Unhalt, stellt doch die Frage vom Überleben von der Form von Kirche,
wie mir sie zu Lützeburg bis lo kannten. Poliewen huet de starken Abbruch erfuhr. Katechese konnte während der sanitäre Restriktionen nimmen zum Deel ob eng zufriedenstellend Äderweis gehale gin. Als Gesangvereiner Leiden, an auch all aner katholisch Vereiner an Assoziationen sind an ihren so wertvollen Aktivitäten gebremst. Dat geht als allwei, mir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Gucken wir zusammen, wie weit und wie tief. Lass wir das Wesentliche von unserem Christsein nicht aus den Augen verlieren. Der Blick auf Jesus Christus. Der Anfang von der Fastenzeit als ein privilegierter Moment für das zusammen zu machen. Lass wir das Fastenzeit als eine Chance nutzen, für mit ganzem Herz und auch mit Fried den Glauben neu an den Blick zu holen. Die Kirche im Aufbruch, l'Église en sortie. Ganz am Anfang von seinem ersten apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium invitiert der Papst Franziskus heute so. Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern. Wenn wir das persönlich am Anfang von Alldach machen, und auch gemeinsam als Kirche lo an der Fastenzeit, da kann an den 40 Tagen, die für uns leihen, eng neue Dynamik entstehen. Wir wissen schon eine Zeit lang, dass an der Kirche nicht alles kann bleiben, wie es schon immer war. Mit Jesus Christus hat etwas Neues angefangen. Am Johannesevangelium steht, es wird noch nie ein Mensch so geschwärzt. Es wird auch noch nie ein Mensch das gemacht, was hier gemacht wird. Blanner geheilt, Aussätziger gereinigt, den Tod überwunden. Wenn wir als persönliche Begegnung mit Christus Tag für Tag erneuern, da sind ich überzeugt, dass hier auch mit uns und durch uns eine Erneuerung vom Glauben bewirken kann. Dazu invitiert als Kirche an der Fastenzeit. Die Message vom Leben von Jesus Christus neu an den Blick zu holen, als sein Tod, als seine Auferstehung zu meditieren, und friedlich zu feiern. Wenn wir so mit Jesus verbunden sind, dann merken wir, dass wir nicht stehen bleiben können, wie hier auch nicht stehen bleiben ist. Am Markus-Evangelium steht, los wir uns wusch ernst hingehen, an dir verheiraten, für das ich auch dort das Evangelium verkündigen kann. Dafür sind ich schon fortgegangen. Der Papst François schwätzt von der Kirche im Aufbruch, der Église en sortie. Hier wünscht sich eine Gemeinschaft von missionarischen Jüngerinnen und Jüngern, die die Initiative ergreift und auf Menschen zugeht. Eine Gemeinschaft, die sich abbringt an dieser Welt, als sich an den Denkstuhlen lässt, besonders von den Benötigten. Eine Gemeinschaft, die all das begleitet, was den Menschen von Haut wichtig ist. Kraft und Inspiration für Führung zu gehen, findet sie an der Feier von der Liturgie. Eine Kirche, die sich so auf Christus ehrlich an Alldach erlässt, die stirbt nicht. Sie verwandelt sich, weil sie bereit ist, eine Umkehr zu machen. Die Aufforderung, bekehr dich, glaub und Evangelium, ob Aschermittwoch, soll es encouragieren, zusammen einen neuen Aufbruch zu wohnen, an der Fried vom Evangelium. Den heilige Josef, Gott verbunden und zärtlich. Für das wir auf dem Weg von Umkehr an Abbruch gut kommen, proposiere ich euch, liebe Brüder und Schwestern, auch auf den heiligen Josef zu gucken. Hin ist ja sozusagen mit Maria, seiner Braut, den ersten Jünger von Jesus. Aus seinem Beispiel, was vom Beispiel von Maria nicht zu trennen ist, können wir erkennen, was gemeint ist mit den Glauben neu an den Blick holen. Als gläubige Jud gofen solid gerisselt, wie hier vom Engel am Dram mitgedeelt krut, dass Maria sing Frau erkannt empfänge wird, das vom Heiligen Geist ist. Sein Herz war voll von Gott, dafür hat ihn von Gott geträumt. Dafür konnte ihn seine Stimme hören.
Den Dram gouf an der Bibel an a vielen alle Kulturen als vun de Wehr ugesinn, wie durch Gott sei Wellen matdeelt. Dem Josef sein Herz war net voll für sich selber. Hier war net op sich selber zentriert, mir disponibel für den Herrgott a für sing Matmenschen und echter Platz Maria, die auch Stimme vu Gott hören hat. Sie hun de Glaven neu entdecken mussen. Gott gëtt Mënsch a Jesus Christus, die Maria durch den Heilige Geist empfang huet, an dem sing Mam sie sollt gehen. Weil die Josef ein Herz voll von der Liebe vom Herrgott hat, konnten sich darüber allosen, mat Maria und der Fried über dat Neid, wat an ihrem Leben angebracht Deel holen. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Mat lebt an Zärtlichkeit huet hin, wie ihm am Dram abgedrohe gouft, Maria als sing Frau bei sich geholl, an ihrem Jungden Jesus, der Techt Gott rett gin. Den heilige Josef, Pap an Erbichter. An engem zweiten Dram krute Josef abgedrohen, a wäsch holt Kander sing Mam aller fort an Ägypten. Der Josef hat sich direkt auf den Weg gemacht, als abgebracht für seine Verantwortung als Pap gerecht zu gehen, als seine Familie vor der Gefahr zu beschützen. Auch im Kant, der biologisch nicht von ihm ist, hat hier sich dem Herrgott seinem Willen entsprechend mit großer väterlicher Zuwendung gekümmert. Hier ist also kein Drehmat, mehr ein richtiger Mann von der Tod. Wir können heroisch a Gefahren rufen, an dat nicht nimmen der allerer schöner Tradition entsprechend, für ein gut Stirbstand zu bieten. Wir können hier noch rufen an die Gefahren, die Pandemie für uns all Matze springt. Den heilige Josef als auch den Zimmermann. Hin hat mit seinen Händen geschafft, für seine Familie zu ernähren. An einer Zeit, an der Arbeitslosigkeit an Angst, sein Erbisch zu verlieren, groß sind, gibt mir als der Bedeutung von der Erbicht an der Dignität, die sie vermittelt, neu bewusst. Ich denke nur an Personal am Gesundheitswesen, aber auch an all die unzählig professionellere Benevoler, die Tag für Tag treue Erbicht verrichten, an der Gesellschaft wie an der Kirche. Den heilige Josef, diesen unauffälligen Schreiner, kann für sie und für uns all ein Guide, ein Vorbild, ein Fürsprecher und ein Schutzpatroner sind. Gerade lo erinnert ihn uns daran, dass die Menschen, die am Verborgenen schaffen, gewöhnlich an der zweiten Reihe stehen, an der Heilsgeschichte wie auch lo an der weltweiten Pandemie eine unersetzbare Rolle spielen. Protector Ecclesiae Luxemburgensis, ihm, den der selige Papst Pius IX. Für 150 Jahre zum Schutzpatron von der katholischen Kirche erhoben hat, will ich an diesem Josefsjahr auch die Kirche, die zu Lützeburg als ganz besonders vertrauen. Seit der Gründung von unserer Diözese am Jahr 1870 für 150 Jahre stehen wir also auch unter dem Schutz vom heiligen Josef. Beten wir zu ihm und zu Maria, der Patronisch von Stadt und Land, an dieser Zeit von Pandemie, für all die Menschen, die Trost am Lied, an der Angst und an der Hoffnungslosigkeit brauchen. Beten wir für als Kirche, dass wir nicht resignieren oder als zurückziehen, wir herausgehen, für das Evangelium mit allen Menschen zu teilen, und so den Glauben mit Fried neu an den Blick holen. Und Genot von unserer Umkehr, die wir dafür brauchen, will ich mit diesem Gebet vom Papst Franziskus aufschließen. Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers und Bräutigam der Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut. Auf dich setzte Maria ihr Vertrauen. Bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. Lützeburg umfasst von einer Leverfrau von Lucht den 11. Februar 2021.
Jean-Claude Kardinal Hollerich, Erzbischof von Lützeburg. Aber kann man lutze Summeneise glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Wir wollen an der Gemeinschaft mit dem Herrgott leben, der hier eis ubit. Los wir dafür für die Welt beten und dat für eis froh, was nötig ist, für eis Gedäfte können zu leben. Halt den Kirche disponibel für die Werke vom Heiligen Geist, für dass sie überall die guten Urwelt vom Gottesreich kann verkündigen. Herrgott, heia eis. Unterstützt all Gedäften, für dass sie an der Fried, an der Hoffnung hier das Engagement leben, an so Christus nur gehen. Herrgott, heia eis. Hölle weiß, dass wir Dinge Invitation zu unserer Bekehrung stellen, andere mehr eifrig gehen am Ersatz für Christus. Herrgott, heia eis. Mach aus unserer Pur ein Zeichen von Dingen lebt, für das die Menschen all sich uge zu spüren, für an unserer Gemeinschaft mitzumachen. Herrgott, heia eis. Herrgott, du wolltest Gemeinschaft mit uns, mach uns das Herz op, für das wir immer können unholen, was von dir könnt. Dat frohen wir dich durch Jesus Christus, unseren Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Preisen wir. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist.
Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Anlo will wir zusammen und noch für den anderen so beten, wie Jesus Christus selber eis gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erd. Geweis halt als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier uns nicht an die Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Mit seinen Flügeln schirmt dich der Herr, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht. Der Leib Christi.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt. Und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Dummelding. Den nächsten Sonntag, zweiten fasten Sonntag, überdrohen wir die Mass von Tönten. Und los schalten wir zurück an den Studio.
Tschüss.